Servus ihr Lieben, so heute Samstag, es ist neblig ohne Ende, es ist wirklich kalt, aber scheiß drauf, ich möchte sondeln. Also, gehen wir mal auf die Ackerfläche und dann hören wir uns gleich wieder. So, und auch heute bin ich mit dem Garrett Apex unterwegs, mit dem NX5 Digger Spaten und mit der Garrett AT Pro Pointer Möhre, mit der Pro Pointer AT Möhre, genau. Und ich bin mal gespannt. Ackerfläche sieht super aus. Es ist wie gesagt nicht unbedingt warm draußen, aber egal. Also wünscht mir gut Fund und dann hören wir uns hoffentlich beim ersten Fund. Also los geht's. So, und das erste so gute Signal. Ich habe den Fuß wegbewegt und hier ist was Flaches, Rundes anscheinend drin. Schauen wir uns zusammen an. Oh ja, das sieht aus wie eine Münze. Das sieht aus wie eine Münze. Der erste Fund, eine Münze. Ich hoffe, das ist eine Münze. Doch, das sieht gut aus. Da ist hinten irgendwas drauf. Oh, die sieht richtig alt aus. Kupfermünze. Wow. Sehr geil. Ja, das ist ja mal echt schön. Ich laufe jetzt seit einer halben Stunde und bin über Flächen drüber gelaufen, wo wirklich nur Schrott drin ist. Und das erste Signal, das erste gute, eine Münze, eine alte, eine richtig alte. Cool. Weiter geht's. So, und das nächste runde Objekt, mega. Ich hoffe, dass es auch eine Münze ist und kein Knopf. Ne, ist ein Knopf. Ich spüre hinten die Öse. Schade, aber egal. Machen wir mal scharf hier. Ein Knöpfchen. Puh. So, schauen wir mal. Ist da was drauf? Es fühlt sich so an, als wenn da irgendwas drauf ist. Das sieht verziert aus. Ja, das sieht verziert aus. Cool. Immerhin, schöner Knopf mit Öse, verziert auch noch, mega, sehr geil, weiter geht's. So, ich bin anscheinend an der richtigen Stelle angelangt. Aus diesem Loch, in diesem Klumpen, den ich rausgezogen habe, da scheint was Grünes raus. Ich denke mal Kaiserreich. Holen wir das mal zusammen raus. Ah ja, das klebt schön rein. Cool, wieder eine Münze. So gefällt mir das. Die zweite für heute. Schauen wir mal, was das sein soll. Es wird langsam dunkel. Ja doch, ein Pfennig, Deutsches Kaiserreich. Sehr schön. Die zweite Münze für heute. Super, so gefällt mir das. Und weiter geht's. So, ohne Silber gehe ich nicht heim. Es ist wirklich finster. Ich habe jetzt vom Handy das Licht angemacht. Und ich glaube, ich habe hier die erste Silbermünze für heute gefunden und auch somit der letzte Fund für heute, weil ich sehe gar nichts mehr. Das sieht wirklich gut aus, leider umgeknickt, also ein Silbermünz-Taco. Aber das sieht, mal kurz vorsichtig drüber reiben, das sieht nach einer Silbermünze aus. Jawohl, jawohl, Silber, wuhu! Und der letzte Fund für heute. Schauen, dass ich hier den Dreck, ob man da drin was sehen kann. Ne, das mache ich dann später richtig schön sauber. Und dann schauen wir uns das zusammen an. Es ist Silber, das ist richtig geil. Ich biege es jetzt auch sogar ein bisschen, weil die ist eh schon hinüber. Liebevoll und vorsichtig. So, mehr biegen wir sie nicht. Wischen wir hier mal den Dreck raus. Um zu sehen. Sehr geil. Ja, es ist eine Münze auf alle Fälle. Und ich freue mich. Sehr schön. Cool. So kann es weitergehen, aber leider heute nicht mehr, denn es ist wirklich stockdunkel. Cool, super. Bis gleich. So, dann kommen wir mal zur Fundzusammenfassung. Ich bin tatsächlich an einem Supermarkt. Ich habe mir ein Bierchen geholt und muss jetzt hier dank Corona im Freien eine Fundzusammenfassung machen. Und ich glaube, das ist der Fund des Jahres. Ich hoffe, dass das Mittelalter ist. Sowas geil ist, das ist der Wahnsinn. Ich zeige es euch mal hier. Mal so. Schauen wir, ob das scharf stellt. Seht ihr das hier? Ich kenne mich mit Mittelaltermünzen nicht so gut aus. Ich habe bis jetzt noch keine gefunden. Die sieht aber wirklich verdammt alt aus. Also mit diesem Reichsapfel hinten drauf. Ich zeige euch mal die Rückseite. Ich habe jetzt keine Jahreszahl ausmachen können. Schauen wir uns das Ganze mal mit einer Lupe an. Ich hoffe, das funktioniert. Also wer weiß, was das ist, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich zeige euch mal die andere Seite mit dem Reichsapfel. Wahnsinn, ein geiler Fund. Ich freue mich wie ein Schnitzel.
So, kannst du hier mal gucken. Hammer, oder? Das ist doch mal ein richtig geiler Fund. Also für die kurze Zeit, wo ich jetzt unterwegs war, absoluter Hammer. Diese Silbermünze gibt mir auch Rätsel auf. Die ist recht entweder flach oder unbedruckt. Also es stehen Sachen drauf. Schau mal, hier ist irgendwas zu sehen. Ich drehe es mal nach innen. Innen drin ist mehr zu sehen. Also es sieht so aus, als wenn die nur in der Mitte gepunzt wurde und leicht am Rand. Da ist irgendwas. Da unten steht irgendwas. CHD kann ich, glaube ich, lesen. Also das ist auch wirklich sehr merkwürdig. Ich mache es mal ohne Lupe. Stellen wir das Ding mal scharf. Macht er nicht. Ich lege es mal dahin. Das ist, glaube ich, eine gute Entfernung gewesen, wo man was... Nee. Gut. Jedenfalls der nächste Fund auch mega. Der kleine Knopf, der ist tatsächlich verziert. Und das ist ein Knopf... Boah, super. Jetzt ist mir alles in den Dreck reingefallen. Fuck. Kleinen Moment mal. So geil, ich stehe hier an einem Mülleimer. Es ist mir jetzt genau alles da hinten in die Blätter hineingefallen. Aber ich habe alles wiedergefunden. Im Notfall hätte ich ja einen Pinpointer und alles dabei. Genau, jedenfalls, wir waren gerade beim Knopf stehen geblieben. Ein Knopf der französischen Armee. Sehr schön. Man sieht hier das Abzeichen der französischen Armee. Schöner alter Knopf. Und dann steht auch hier République Française. Holen wir uns das Ding mal her. Da seht ihr es. République Française. Und mit dem Code of Arms. Mega geil. Ich weiß es nicht. Ich würde mal tippen, dass es wirklich vielleicht napoleonische Kriege. Ich weiß es nicht. Aber ich denke mal eher moderner von der Machart der Öse her. Sehr geil. Also, naja, wohl. Sieht schon alt aus. Eventuell napoleonische Kriege. Saugeil. Französischer Uniformknopf. Und dann, wie gesagt, der Reichspfennig, ein Pfennig. Ich glaube, was war das? 1875. Habe ich mir schon mal angeschaut. Schauen wir mal, ob ich es nochmal... Ja, ist auch wurscht. Ebenfalls ein Reichspfennig. Was habe ich noch gefunden? Das ist wirklich nur der Schrott, den ich gefunden habe. Hier von einem alten Feuerzeug, die Reibefläche, ein Aluminiumbällchen. Mein Freund, keine Ahnung. Warum sollte ich das filmen? Ich möchte euch mit Schrottausgaben nicht langweilen. Es gibt Videos, wo man sowas sehen kann. Ich werde sowas euch nicht zeigen, weil es langweilig ist. Und ich muss nochmal auf diese Münze zurückkommen, weil das ist, ihr seht hier, mein Finger ist noch dreckig vom Reinigen. Mega. Also mehr kommt auch nicht hin, nur Wasser kam da jetzt dran. Das ist doch mal ein geiles Teil. Ich hoffe, dass es Mittelalter ist. Ich bin wirklich gespannt, was ich selber auch herausfinden werde. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da irgendwas draufschreibt. Ich meine gerade da unten was lesen zu können. Holen wir nochmal die Lupe her für uns zusammen. Ob das Zahlen sind oder Verzierungen, ich kann es euch nicht sagen. Schwer zu sagen. Jedenfalls mega geil, ich freue mich wie ein Schnitzel. Die Silbermünze auch sehr interessant. Wahnsinn. Also, das war echt super. Das waren 2 Stunden bei wirklich angenehmer Kälte, muss ich sagen. Man gewöhnt sich dran. Ich habe auch eine Mütze mitgenommen gehabt. Ich habe sie nicht gebraucht. Ich habe doch relativ kurze Corona-Frisur. Wunderbar. Und ich freue mich. Ich hoffe, dass es eine Mittelaltermünze ist. Und wenn nicht, einfach, es ist eine richtig schöne alte Münze. Da freue ich mich wirklich drüber. Der Acker ist einfach super Fläche. Herrlich. Das ist Sondeln. Und schaut mal hin, wie wenig Schrottausbeute. Absolut genial. Der Apex funktioniert einwandfrei. Ich habe mich jetzt wirklich an den gewöhnt. Ich höre das schwere Eisen und Eisensachen. Und ja, die Diskriminierung, was soll ich sagen? Einwand super. Vor allem die Silbermünze, dann diese geile, hoffentlich Mittelaltermünze. Wenn ja, der Fund des Jahres, absolut genial. Und ich kann euch nur empfehlen, nutzt die Zeit jetzt noch rauszugehen. Ich hoffe, dass das ein milder Winter wird, der nicht alles einfriert, weil letztes Jahr war ich im Winter mal unterwegs und da ist dann die Erdscholle, wo der Fund drin war, die war so gefroren, ich habe das nicht aufbekommen. Ich habe dann echt Angst gehabt, wenn ich da jetzt mit einem Spaten reinhaue, mache ich auch den Fund kaputt. Die Leute schauen mich schon an, wundern sich, da steht einer auf dem Parkplatz und macht komische Sachen. Herrlich. Egal. Ich gönne mir gerade ein gutes Tegernseher, das habe ich mir jetzt wirklich verdient nach den 2 Stunden, vor allem auf die Münze. Ich würde sagen, Prost auf euch, bleibt gesund, bleibt lustig, gut Fund für euch und wir sehen uns bestimmt im nächsten Video. Also, Prost.
das tut gut. Nach getaner Arbeit. Servus.